Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Ja, ich habe jetzt doch nochmal nachgucken müssen. Und zwar muss man sich hier so richtig auf den Boden schmeißen. Moment. So, dass man sich so richtig auf den Boden hier quetscht, dass man sich hier durchkriechen kann. Moment, muss ich gerade jetzt immer nachgucken. Bei der Option, was die Steuerung angeht. Das ist alles okay. Moment. Steuerung. So war es doch. Steuerung. Da haben wir sie. Standard. Hineinzoomen, Mikrofon an, aus. Herauszoomen, hereinzoomen, rennen. Ich muss Kreishalter. Okay. Irgendein Jumpscare hat's gegeben. Ich weiß aber nicht, was für einer. Okay, also das weiß ich jetzt auch. Man muss hier kriechen. Man darf hier nicht nur in die Hocke gehen, sondern man muss kriechen. Na gut. Habe ich bisher auch noch nie verwendet. Normalerweise hat er das immer automatisch gemacht. Und jetzt kommen wir... Ja, genauso wie hier. Er macht es automatisch eigentlich. Deswegen war das für mich nicht notwendig. Also es war schon dämlich, dass der das so gemacht hat an der Stelle. Also ich finde, das hätte man von der Steuerung her besser lösen müssen. Weil das macht ansonsten echt... Das trübt den Spielspaß, meiner Meinung nach. Aber absolut. Mir gefällt Outlast 2 eigentlich hervorragend. Ich finde es auch an mancher Stelle definitiv besser als der Vorgänger. Aber sowas, das war wirklich nicht schade. Da hängen Leute bestimmt auch schon sehr häufig dran. Und ich habe es auch gesehen, dass tatsächlich viele Leute an der Stelle Kanke hängen. Und es trübt wirklich der Spielspaß, sowas. Sowas darf beim Spiel von 2017 nicht sein, wenn es einfach nur an der Spielsteuerung liegt. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Okay, also das ist leider auch sowas. Ich finde es unglaublich cool, dass sowas jetzt die Notizen ersetzt. Finde ich definitiv sehr cool. Nur hätte ich mir dann wirklich erwartet, dass der ein bisschen mehr Infos oder so gibt. Ich meine, klar, er ist ja auch nicht der allwissende Erzähler und so. Aber ich finde, man hätte da auch mehr Infos geben können, damit es die Notizen ersetzt. Weil wenn der Miles dann irgendwas aufgeschrieben hat, dann hieß es danach immer, boah, ja, irgendeine eigene Meinung oder so noch dazu gepackt. Und das macht er leider nie. Nur irgendwelche Erklärungen, die ich sowieso, so schon sehe. Aber ansonsten ist das Prinzip von der Notizen durch die Aufnahme schon sehr cool gemacht. Das muss ich auch nur loswerden, so an der Stelle. Hoppala, okay. Und, kann ich mich da irgendwie ganz sanft runterlassen? So, ganz sanft. Geht wohl nicht sanft. Ne, geht nicht sanft an der Stelle. Na gut. Wie viel habe ich dann parat? E-Batterie habe ich noch parat, na toll. Und mir hängt es jetzt 1:35 Uhr, sehe ich. Also Zeit schreitet voran. Und der Jumpscare war leider verkackt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es leider nicht sagen. Ansonsten hätten wir mich schon wieder Kreische kehrt oder sowas. So Stöhne oder Kreische, irgendwas hätten wir gehört. Okay, was haben wir dann durch, Schönes? Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank. Und das zu Recht. Du bist voll Scham. Und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder gesunden und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Templegate ausbrach, erkannte Papa Knot in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam, den Herrn und Papa Knot und besonders deinem, dicken Laird, ja okay, Gott und sein Prophet lieben dich, natürlich, wie immer, was zu beweisen ist. Okay, ich mag das jetzt nochmal sehr. Unter Quarantäne, bla bla, ne?
Text. Textanzeigen. Und besonders Diakon lehrt. Okay, nicht Dicken. Diakon lehrt. Okay. Na gut. Ja, besonders Diakon lehrt. Der ist ganz besonders wichtig. Das ist nämlich ein Top-Typ. Der hat's total drauf. Und ist bestimmt auch so ein wunderschöner Typ wie der Papa Knot. Jeder liebt ihn. Und das zu Recht. Greif nicht noch mir, du Leiche. Ich sag das. Ach, scheiße, jetzt muss ich ja auch noch durch das Wasser durch. Jetzt bestimmt so ein Grabscher oder sowas. Nee, kein Grabscher? Okay. Wer stöhnt? Oh oh. Oh oh. Pockenpauler? Oder Pockenpaula? Ich kann es nicht genau sagen, ob Männlein oder Weiblein. Aber ja, das ist anscheinend jetzt der Ort, wo man die Todkranke hier schickt. Alter, an dieses Zombie-Gestöhne. Ja, lecco mio. Ihr seid doch bestimmt aggressiv wie die Sau. Das sind zumindest jetzt, das erklärt jetzt zumindest die Stöhngeräusche. Alter, verpiss dich. Verpiss dich, Pockenpaula. Ja, die hat auch gezählt mir in der Gosch. Boah, scheiße. Boah, es wundert mich, dass die Typen hier überhaupt noch feste Stuhlgang haben hier in ihrem Kackloch. Ach du Scheiße. Oh oh. Alter. Alter. Ja, toll, jetzt habe ich auch die Kretzer. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich auch die Güller. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, dank Schäfer das Geschenk. Den Segen von Papa Nörkel habe ich nicht gebraucht. Alter. Voll die Ben-Hur-Lepra-Kolonie. Ach Gott, wie widerwärtig. Das sind hier nur sich am Seele auskotze. Oh, guck da mal den Zombie hier an. Oh Gott, da muss ich jetzt vorbei. Ja, das ist ja schön, dass du Reue gezeigt hast. Aber oh Gott, ich glaube, das wird, wenn ich bringe, dass du Reue zeigst. Und warum war jetzt hier keine Hektikmusik? Oh, 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 oh. Scheiße. Boah, voll in der Lepra-Kolonie gelandet. Okay. Das bringt uns jetzt wenig. Hier ist nicht nur Batterie drin. Hi, Gollum. Na toll. Also von Gollum erdolcht. Das ist schon ein bitterer Tod. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott im Himmel. I can still find my way to the mine. Ja, irgendwie schon. Der Hegemon. Ich tue kund vom Hurer lehrt, der uns in die Seuche führt. Ich tue kund vom Scharbock lehrt, der uns in die Verdammnis führt. Ich tue kund vom Treulosen lehrt, der uns in den Schmutz führt. Ich tue kund vom Betrug lehrt, der und in den Tod blutet. Ich tue kund vom Geschwür lehrt, der uns in den Untergang fortsetzt. Ich tue kund sic semper evelo mortem tyrannis. Alter, lauter so Gülle-Kasper, ist das eklig, Mann. Und E-Batterie habe ich noch in petto. Wo hat er mich jetzt rausgeschmissen? Okay, ich weiß ja gar nicht, wo er mich hier rausgeworfen hat, aber es ist definitiv kein schöner Ort. Es ist absolut zum Kotze hier. Und irgend so ein verfaulter Freako verfolgt uns auch noch. Das sieht aus definitiv wie Syphilis Status Ultimo. Ja, ist alles klar. Ist alles so, wie du sagst. Jetzt kommt wieder der Gülle, der Kotze-Kasper, der uns anreiert. Machen euch drauf gefasst. Achtung, Gülle, Kotze-Kasper. Ne, Kotze-Kasper macht das mal nix. Aber jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommt wieder
der Bandana-Freak. Da ist er. Ja. Der Messer-Gollum. Vor dem müssen wir abhauen. Wir kommen aber hier nirgendwo durch, nur hier. Alter, ist das... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr ich es hier hasse. Ich kann es echt gar nicht beschreiben, wie sehr ich es hasse, hier zu sein. Oh Gott, ist das widerwärtig. Ich will hier nur noch weg. Okay, irgendwas habe ich verpasst an Aufnahme, aber egal, der scheint hinter mir her zu sein. Oh Gott, ich will hier einfach nur noch weg. Oh oh, klettert er uns hinterher oder so? Oder? Oh Gott. Boah, Six Semper Tyrannis. Ja, das ist mir gerade egal, wenn ich jetzt irgendeine Aufnahme verpasst habe, aber ohne Scheiß, das ist so ziemlich ähnlich von der urangenehmste Passage neben der Schule, die es hier in dem ganzen Spiel gibt. Also sowas Schreckliches. Die Leute, die krank sind. Oh Gott. Jetzt bin ich da echt bei der Bäulicher. Und die lassen mich hier nicht gehen. Das ist deren verschissene, verkotzte Kolonie. Oh Gott, wie furchtbar. Ach Gott, wie schrecklich. Ja, es ist mit Abstand einer von den schlimmsten Orte hier, wo die ganze Todkranke hier geschickt werden, die sich an der Syphilis oder sonst was angesteckt haben. Und, ich finde es so unangenehm hier. Das ist so widerwärtig und ich glaube, ich kann nur noch den Part hier aufnehmen. Und dann war es das wieder für mich. Weil das ist definitiv zu viel für den Dach. So viel Elend auf einmal, das, es geht nur noch der Part, ich bin verstört hier. Der ganze Lepra-Kolonie mit der Siedlung der Verdammten, wo ein Jumpscare noch um andere kommt. Und die sind alle am Verrecke und... Ja, aber wo hier? Ist es der Master Blaster? Ja, es ist Master Blaster. Ja. Scheiße. Ja, es ist Master Blaster. Der ist wohl hier der Aufseher. Und hier der große Overgoscher. Wow. Boah, die sind hier am Rumstöhnen und Rumröcheln. Ja, dann komm doch mal her, Master Blaster. Probier doch mal dein Glück. Oh, okay, der hat uns erwischt. Ich versuche trotzdem an ihm vorbeizurennen. Ja. Die in so einem Quatsch habe ich rechnen müssen, aber ich muss definitiv an ihm vorbei. Ich probiere jetzt mal schnell einen Schluck zu trinken. Okay, das hat gerade noch so geklappt. Ich weiß nicht, wo ich hier lang kann. Ohne dass Master Blaster mich erwischt. Und heile kann ich mich auch nicht in der Situation. Ich kann jetzt noch probieren, mich an Master Blaster vorbeizuschleichen. Mehr geht nicht mehr. Mehr als an Master Blaster vorbeischleichen kann ich nicht. Geht. Das ist wie die Freaks. Okay, versuch zu rennen. Ach du stinkiger Scheißhaufen. Oh Gott. Ja. Spring doch und kletter. Du Dachschädel. Ja. Geil. Okay, das ist aber wieder so eine Passage, die richtig heftig ist. Möglicherweise kann ich es durch Langsamkeit irgendwie schaffen. Ja, und das ist wie die... Und das ist wie die Freaks in Outlast Ends mit dem so silky, so seidig.
So weich, so sauber. Kotz. Da ist er. Okay. Boah, ist das fies. Ja. Ich hab euren Messias bestimmt vergift. Scheiße, das ist auch wieder so Killer-Passage. Ruiniert mal gerade so ein bisschen das Spiel, muss ich sagen. Du hättest zu viel Action of Ammo probiert reinzupacken. Okay. Okay, der sieht mich auch, der Master Blaster. Alter Falter, sind das Freaks. Na gut. Wieso? Scheiße. Na gut, also ich darf mich auch nicht so lange bei den Freakos aufhalten, sonst attackieren die mich auch noch. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch großartig machen kann. Der sieht mich ja sofort am Anfang. Und dann kann ich nur hier irgendwo in Deckung gehen. Kann probieren, mich hier durchs Gras zu robben. Aber dann sieht er mich ja auch wieder sofort oder hört mich auch. Weil so einfach kann ich den hier nicht abschütteln, oder? Und dann renn halt wieder. Was anderes kann ich nicht machen. Jetzt kommt gleich wieder der Augenklapperich. Da kann er nicht hochklettern. Da kann ich nur noch. Wenn das was ist hier. Natürlich nicht. Da kann ich mich durchquetschen irgendwie, hoffentlich. Und dann... Oh, na toll. Und wieder in der Highschool. Na, großartig. Mein Lieblingspassage. Mein Lieblingspassage. Wie sehr ich das lieb. Ja. Jess, come back. Ich hoffe, das sind jetzt nur Kinderstimmer oder so, und Gegruselkinder, die da kommen. Manometer, also ich meine, sie hätten sie wirklich gut gemeint mit ihrer Passage, mit Action und mit Jumpscares und so weiter. Aber natürlich nicht. Aber es ist mal wieder etwas zu viel auf einmal, wie ich finde. Das ist gerade doch etwas zu viel. Vor allem, wenn man da wirklich so am Rennen ist und am Mache ist und dann kommt wieder die Passage. Oh, Mann. Das ist gerade nicht wirklich ausgelastet für mich. Okay, Klo. Ich würde unglaublich gerne erstmal Schießerle machen. Aber ich sehe, da ist mir jemand zuvorgekommen. Ich rechne ja mit jedem Scheiß bei Outlast mittlerweile, aber man ist trotzdem vor den Jumpscares dann irgendwie nicht gefeit. Und man ist es wahrscheinlich auch nie. Weil es halt ein Spiel ist, was von Überraschungen lebt. Gerade wenn man es das erste Mal spielt. Und ich wünschte mir, ich hätte wie bei Outlast Ends irgendwie vorher schon mal reingeguckt. Und hätte irgendeine Ahnung, was kommen könnte. Weil das Spiel für sich, das einfach so zu spielen, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Ah, na. Da ist ja einer Pädophile als der andere. Oh. Ich weiß nicht, welche von den zwei Horrorgestalten hier noch am sympathischste aussieht. Die sehen ja alle ganz furchtbar aus hier. Da hätte ich auch Albträume von meiner Schule, wenn ich so Typen gehabt hätte. Okay. Das sind die Büros wieder. Also scheint irgendwas mit der Priester zu tun zu haben, die irgendwas als die Kinder waren gemacht haben. Haben die vielleicht die Jessica missbraucht oder irgendwas in der Art? Man könnte sich irgendwie vorstellen. Man könnte sich allzu leicht vorstellen, dass die
Konsorte hier was arg stellt hin. Mann. Okay, hier ist was. Ach Gott, der alte Bildschirmschoner. Kennt ihr das noch von früher? Labyrinth? Okay. Peter Pocari oder Pater Pocari. Ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Lauters Milk erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich, und das bezweifle ich nicht. Armes Mädchen, ich weiß, sie hatte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt, und ihrer Mutter was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meint Pater Lautermilk, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte, und die stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an den Tag in der Bibliothek lernen lassen. Bla bla bla, okay. Speichert. Na gut, an der Stelle die Sache, ihr liebe Leid. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan. Yankee.